mit Erwartung, mit voll Freude auf dein Wirken. Gottes Feuer, du bist gegenwärtig. Komm, erfülle unser Herz, unsere Gedanken. Wir brauchen dich. Und wir wollen unser Herz auch auftun, dich einladen, uns vorbereiten für die tiefe Begegnung mit dir. Wir sind ready. Amen. Guten Morgen. Ich weiss noch, ob es schon in der Ferien war oder gehen in der Ferien. Aber ihr seht sehr entspannt aus. Oder es ist irgendwie ein bisschen Sommer, warmes Wetter. Okay, gewisse von euch sind nicht entspannt. Ich bin entspannt. Ich bin gerade von der Ferien heimgekommen. Wir gehen sehr gespannt heutige Tage in der Ferien. Wir buchen alles online. Wir müssen alles selber schauen. Und in den letzten paar Jahren, mein Mann und ich, wir haben ein paar spannende Erfahrungen gemacht. Mit der Hotelsuche haben wir auch gemerkt, wenn man Airbnb-Fotos sieht oder Hotelfotos sieht, amigs sehen alle so schön aus und sauber und auch die Dekoration ist anders und der Himmel ist blauer. Und dann kommt man an und dann siehst du, das Schwimmbad ist nicht grösser als eine Badewanne. Das Zimmer ist überhaupt nicht gleich gross, es ist viel kleiner, egal wie viele Bewertungen hat man gelesen. Wir haben letztes Jahr eine mega schlimme Erfahrung gemacht mit dem Hotel. Und dann letzte Woche sind wir in der Ferien gesehen und klar haben wir uns gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, wie das Hotel wirklich aussieht. Weil bei den Bildern, die man sieht, kann man nicht sagen, ist es oder ist es nicht. Oder sind wir die einzigen Leute? Ihr schaut mich so kritisch an. So, nein. Bei uns funktioniert, aber auch mit so Airbnb oder auch die Burgers beim McDonald's oder Burger King sehen schon anders aus, wenn du das Burger im Hand hast. Ein bisschen. Man kann Fotos schauen, man kann Bewertungen lesen, aber das, was du dann schlussendlich mitbekommst, also das, was du dann erfährst, das ist das, was zählt. Das ist ein bisschen anders. Entweder ist genau gleich oder amix ist nicht so gleich. Heute wir schauen eine Geschichte in der Bibel. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Feuer, Gott des Feuers. Und wir schauen eine Geschichte von einem Mann, der viel über Gott gelesen hat, viel über Gott gehört hat. Ist schon mit dem aufgewachsen, er hat schon vieles gewusst. Und doch, wenn er Gott selber begegnet, ist ganz anders, wie er hat sich vorstellen konnte. Der Mann heisst Mose. Der Mose, er ist 80 Jahre alt, in der Wüste. Er ist als Hebräer in der Welt gekommen, ist im Palast mit dem Pharao aufgewachsen. Doch er ist nicht wirklich ein Prinz oder ein Ägypter. Die haben ihn nicht als ein Ägypter gesehen. Und wenn er versucht hat, seine Brüder, also seine hebräische, israelische Geschwister, Leute helfen, haben sie ihn abgelehnt. Mit 40 hat er fliehen, ist nach Midian gegangen, in der Wüste, hat dort geheiratet, hat Kinder bekommen und 40 Jahre lang hat Schöfli von seinem Schwiegerpapi gehütet. Jetzt ist er 80, lebt in dem Land von Midianiten. Am Dienstag, ich weiss noch, welcher Tag es war, aber wir sagen am Dienstag. Lass uns vorstellen, es ist Dienstagmorgen, denkt er, nach 40 Jahren dieselbe Routine machen, dieselbe Arbeit, jeden Tag, heute mache ich etwas anderes. Heute tue ich etwas spannend machen. Für uns nach 40 Jahren das gleiche Routine haben, etwas spannend zu haben, ist in der Ferien gehen. Jetzt buche ich mir eine coole Ferien und jetzt gehe ich mir mal weg. Für ihn war es,
ich nehme eine andere Route, einen Weg und nehme mein Schöfli heute einen anderen Weg. Einfach ein bisschen von der Routine mal rauskommen. Und er nimmt sein Schöfli, er geht einen anderen Weg auf einen Berg und dann plötzlich sieht er ein Busch, einen trockenen, dünnen Busch mit Feuer, der nicht brennt. Und ich will den Vers lesen. 2. Mose lese ich vom Kapitel 3 ab Vers 1. Wenn ihr noch Bibel habt, könnt ihr eure Bibel auftun. Eure Handys könnt ihr Handy vornehmen und mit mir lesen, für die Hoffnung von allen. 2. Mose 3 sagt, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Moses. Warum verbrannt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott. Ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhütelte sein Gesicht, denn er hatte Angst dafür, Gott anzuschauen. Soweit wir können sagen, Mose hat nicht einen Gott gesucht, er hat nicht gebetet, er ist schon 80, wandert Tag und Nacht in der Wüste mit seinem Schöfli. Nicht spannend gesucht, vielleicht ist er an dem Punkt, wo er schon lange aufgegeben hat. Sein Berufung, sein Traum, sein Wunsch, was hätte mal sein. Er hat mal sich vorgestellt, er wird der Prinz von Ägypten. Er wird der Befreier von Hebräer. Und jetzt ist er Flüchtling. In der Wüste, in Midian. Er wird der Person sein, die mit Autorität sehen kann, Leute helfen und sie vielleicht auch befreien oder irgendwie einen Unterschied machen. Und er ist jetzt ein hutet Schöfli, macht Unterschied bei den Schöfli. Und plötzlich, dem Tag, sieht er den Dornbusch und die Flamme des Feuers. Spannend ist da, sagt der Engel des Herrn, das ist nicht ein normaler Engel. In dem Alten Testament erscheinen immer wieder viele Engel des Herrn. Aber wenn ein Engel kommt, der anders wirkt wie alle anderen normalen Engel, wie zum Beispiel der Engel, der kommt, der nicht eine Botschaft von Gott bringt, sondern mit Autorität als Gott spricht, lässt sich anbeten, vergibt, spricht Verheißung aus, bringt für sich selber Botschaft und sagt, ich mache das mit dir. Ich segne dich. Das sehen wir beim Leben von Abraham, Jakob, Joshua, Hagar. Wir sehen, dass der Engel kommt und spricht als Gott und wird arbeitet. Bei anderen Engeln, wir sehen, die sagen zum Beispiel auch beim Abraham, nein, bete mich nicht an, ich bin nur ein Engel. Aber das Engel des Herrn, das glauben wir, ist genannt in Theologie, wir nennen das Christophanie. Danke, ich kann es unbedingt richtig auf Deutsch aussprechen. Christophanie, was heisst, die zweite Person von Dreieinigkeit, die im Alten Testament erscheint. Also die zweite Person von der Dreieinigkeit,
wo da erscheint und der Mose ruft und mit ihm redet, ist die gleiche Person, wo Jahrhunderte später in der Galiläa läuft, in der Galilee läuft und sagt, ich, bevor Abraham war, bin ich. Da ist der Jesus Christus. Der Jesus selber, der vor Mose steht und zu ihnen redet und ihn anspricht. Wie spannend ist das? Nicht mich wundern, ob er es gleich ausgesehen im Alten Testament, als wurde auch im Neuen Testament ausgesehen. Don't know. Aber wir wissen, die Dreieinigkeit hat immer gegeben, Altes Testament, Neues Testament. Der Heilige Geist und Jesus haben gleich gewirkt. Schon immer. Wir nennen ihn Jesus. Im Alten Testament er ist der Herr, der Gott und andere Namen. Aber er erscheint. Wir haben uns ausgewählt, wir wollen über Feuer reden. Gott, das Feuer. Das ist eine Predigtserie. Vielleicht fragst du dich, wieso. Wir haben einen sehr starken Eindruck gehabt, schon letztes Jahr, Ende letztes Jahr und Anfang in diesem Jahr, dass Gott wird etwas mit uns als Kreuzpunkt machen. Gott wird uns neu begegnen. Er wird gerne sein Herz uns neu offenbaren. Nicht einfach Informationen uns weitergeben, nicht, dass wir noch mehr über Gott wissen und hören und lesen, sondern Gott wird eine ganz persönliche, intime Begegnung mit jedem von uns haben. Wir haben diese Predigtserie ausgewählt, Gott des Feuers, weil wir haben geglaubt, das repräsentiert Charakter und Attribut von Gott, die darf uns anders neu begegnen. Und das ist mein Gebet für heute. Es ist schön, dass wir wissen, einen Aha-Moment haben oder ein bisschen mehr Informationen durch die Predigt. Das ist nicht schlecht, das tut gut. Aber wirklich mein Gebet ist in dieser Predigt, dass wir dürfen sagen, ja, ich will auch dir Gott heute begegnen. Gott zeigt sich als Feuer immer wieder. Altes Testament, Neues Testament. Vielleicht fragst du, wieso Feuer? Ich glaube, ihr, die zwei jungen Frauen, das kann man nicht sagen, die jungen Damen haben das super gemacht mit dem Ball und dem Spiel mit Feuer. Ihr habt schon gesagt, was Feuer repräsentieren kann. Feuer ist Wärme, es ist Licht, es brennt, es ist heiß. Habt ihr schon gemerkt, wenn man Feuer macht, es ist schwierig, die Augen zu wegnehmen von dem Feuer. Es zieht irgendwie einen Menschen an. Du willst einfach gerne in den Feuer schauen. Es ist mächtig, es ist aber auch gefährlich. Es ist unberechenbar. Kannst begrenzt Feuer kontrollieren. Da kann auch schnell aus der Kontrolle gehen. Wir können ohne Feuer nicht leben. Aber Feuer kann auch alles zerstören und zernichten. Es ist eine lebendige Sache. Und verstehe ich, wieso Gott ein Feuer auswählt. Der lebt. Den kannst du nicht einfach so in eine Box rein tun. Der bewegt und der wächst. Und spannend bei dieser Geschichte ist, da ist ein Busch, ein Dornenbusch, der nicht brennt. Der Mose sieht einen Dornenbusch, der nicht brennt. Von uns, wir alle wissen, all die Feuer, die wir kennen, braucht einen Brennstoff. Die braucht entweder das Holz, Sauerstoff, Öl, Gas, irgendetwas zum Weiterbrennen. Ich glaube, Gott hat schon am Anfang an Moses versucht zu zeigen, Mose, ich brauche nichts. Ich brauche keinen Busch, ich brauche kein Holz, ich brauche kein Öl. Ich bin genug. Ich brenne ohne etwas. Ich bin unabhängig von etwas anderes. Ich brauche keinen Brennstoff. Ich bin self-sufficient. Schon bevor er überhaupt geredet hat, zeigt er, ich bin schon gewesen und ich werde auch sein. Ich bin der Mächtig. Ich brenne und ich muss nichts brauchen, um lebendig zu bleiben. Mose geht näher zu dieser Quelle, zu dem
für. Und Gott spricht und er sagt, ich bin. Vers 14, Gott spricht zu Mose und sagt, ich bin der ich bin. Darum sag an den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Bis der Punkt hat Israel Gott als Elohim gekannt. Die haben Gott als Elohim genannt. Elohim ist ein mächtiger Gott, der Schöpfer ist von der ganzen Welt. Das erklärt uns, was Gott macht. Er ist mächtig und er ist ein Schöpfer. Er kreiert die Welt. Und Mose hat schon viel über Gott gewusst. Er ist als Hebräer in der Welt gekommen. Er hat gewusst, dass er Hebräer ist. Er hat Gottes Verheißungen schon gekannt. Aber in dem Moment, Gott wird sich anders an Mose offenbaren. Nicht mehr als was ich machen kann, sondern wer ich bin, mein Wesen. Und er sagt Mose, ich bin der ich bin. Auf Hebräisch, Ehie, Asher, Ehie. Heißt, ich werde sein, der ich sein werde. Es ist nicht einfach, jetzt gerade bin ich, sondern es ist ein Wort, das beinhaltet die Vergangenheit und Zukunft. Es ist ein Wort, das sagt, bevor alles war, bin ich schon gewesen. Ich bin schon die Quelle der Wesen. Ich bin am Existieren. Ich bin noch nie geworden. Also ich bin nicht in der Welt gekommen. Ich bin nicht geschaffen worden. Ich bin immer gewesen. Und ich werde immer das Gleiche bleiben. Ich kann nicht wachsen, aber ich kann auch nicht abnehmen. Ich kann nicht weniger werden. Ich kann nicht mehr werden. Ich bin einfach. Das ist alles. Ich bin die Quelle. Ich bin das Leben. Ich bin mächtig. Das ist der 2. Mose. In Offenbarung sagt Gott selber, auch Kapitel 14, ich bin Alpha und Omega, Anfang und Ende. Ich bin der Wahr, der ist und der kommt. Ich bin der allmächtige Gott. Ich ändere mich nicht. Schon in der 2. Mose habe ich mich nicht verändert. In der Offenbarung ändere ich mich nicht. Ich bin immer gleicher Gott. Und ich bleibe derselbe Gott. Und ich bleibe mächtig, unabhängig und self-sufficient. Was ist self-sufficient auf Deutsch? Selbstständig, okay. Können wir mal euch schreiben und in sich selbst genügend. Self-sufficient, okay. Wir können bei das Wort self-sufficient bleiben. Ich bin der ich bin. Es langt. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst mich und nicht anders. Wie oft leider wir hören über Gott und wir kennen Gott kognitiv, intellektuell. Ich weiß viel über ihn, ich habe viel über ihn gelesen, gehört, Predigten, aber kennst du ihn persönlich? Gott ruft Mose, weil er weiß, Mose, du darfst mich heute persönlich begegnen. Und ich liebe unseren mächtigen Gott, unseren Ich Bin, the great I am, weil er ist der Gott, der sagt, es langt nicht, dass du über mich weißt. Es langt nicht, dass du über mich liest, dass du über mich hörst. Ich will eine persönliche Begegnung mit dir. Ich will mehr. Und das ist der Gott, der das sagt. Nicht wir, Menschen, sondern Gott sagt, ich will mehr. Ich will dir nicht ziehen. Ich will einen anderen Aspekt von meinem Wesen dich offenbaren. Du darfst mich kennenlernen. Ganz persönlich, wie schön ist unser Gott. Und ich glaube, Mose in dem Moment war an dem Ort, wo er das braucht. Wo er sich wie versagen gefühlt, wie ein Dornenbusch. Er schaut den Busch an und denkt, ja, das bin ich. Das bin ich. Das repräsentiert mich sehr gut. Jetzt bin ich schon 80. Was habe ich geschafft in meinem Leben? Habe ich all die Ausbildungen, all die Lehren, all die Erfahrungen, all die Vergangenheit, für was? Nicht. Ich bin so dünn und verletzbar und fragile und ich kann jeden Moment brennen und es wäre okay. Easy. Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht hat er ein bisschen aufgegeben. Als ein Traum, als ein Herz, an der Vergangenheit. Vielleicht erzählt er Storys als seine Kind.
Und denke, ja, das ist mal gesehen. Und jetzt kommt der Gott, der allmächtige Ich Bin, und redet mit Mose. Mose schaut Gott an und sagt, okay, ich habe es kapiert. Du bist der Ich Bin, der mächtige Gott. Genial, wow, schön. Und dann schaut er sich selber an. Vielleicht hat er auch so ein grosses Buch wie ich. Und dann denkt er, schön, wer du bist. Er antwortet, ich soll zum Pharao gehen und ich soll Israeliten aus Ägypten rausführen. Vers 11. Wer bin ich schon? Herr, ich habe schon verstanden, wer du bist. Ich habe schon kapiert. Gut, okay, nice. Schöne Offenbarung. Viel Ehrfurcht. Aber wer bin ich? Wer bin ich schon? Bist du schon auch in dem Moment in deinem Leben gewesen, wo dich selber gefragt hast, aber wer bin ich? Vielleicht bist du vor einer Beforderung, eine Promotion für deinen Job. Vielleicht musst du dich auf etwas Neues wagen, einen neuen Schritt im Leben nehmen. Und fragst dich, wer bin ich? Ein Studium anfangen. Bei herausfordernden Situationen Entscheidungen treffen, Kinder erziehen. Eine Situation, wo vielleicht jeder von uns, vielleicht nicht jeder von uns, aber ich glaube, viele von uns finden wir uns amigs in Situationen vor Herausforderungen, wo wir denken oder fühlen, ich bin nicht genug. Ich fühle mich ungenügend in dem Moment. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Das bin ich einfach nicht. Oder wer bin ich für das? Und da ist der Mose. Fair. Ich bin schon 80. Wer bin ich? Um jetzt noch in Ägypten zu gehen und jetzt noch all das machen. Wer bin ich? Und ich liebe Gottes Antwort. Ich liebe, wie Gott ihm begegnet. Gott tut ihn nicht stärken und sagen, Mose, erinnere dich an deine Ausbildung in Ägypten. An all deine Studium, wo du in der Palast gehabt hast. Erinnere dich an deine Wurzel als Hebräer. Also starker Mann, mutiger Mann. Magst du dich mal erinnern, was du damals als Versuch für deine Geschwister zu machen, wie du bist für sie gestanden. Gott versucht nur sein Selbstvertrauen wieder neu aufzubauen. In Mut geben. In ermutigen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was ist Gottes Antwort? Gott antwortete, ich stehe bei dir und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Ich stehe dir bei. Gott nimmt den Fokus von Mose, von wer bin ich, wieder zurück zu dem Feuer. Schau mich an. Mose, es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Fähigkeit, deine Stärke, was du kannst wirken oder nicht kannst wirken. Es geht um mich. Schau mich an. Hör auf dich selber zu anschauen. Das schaffst du nicht. Gott nimmt den Fokus von wer bin ich zu ich bin der ich bin. Und ich bin mit dir, ich bin bei dir, ich gehe mit dir und alle werden das sehen. Ich bin genug. Und ich schaffe das, Moses, es geht nicht um dich. Und Gott sei Dank, es geht nicht um Mose oder um uns. Wenn es wäre um uns gegangen, wenn Gott würde uns berufen, laut unserer Stärke, Fähigkeit, Weisheit, Wissen, vielleicht wäre ein paar von euch da in der Kirche, aber ich wäre sicher nicht da. Gott sei Dank, er ruft uns nicht, weil wir fähig sind, weil wir wissen, weil wir weise sind, sondern Gott schaut sich selber an und ruft uns. Und er braucht einfach jeden, der ein Ja sagt. Der nicht auf sich selber schaut und sagt, hey, wer bin ich, sondern der Ich bin, geht mit mir. Bleibt mit mir, leitet mich, führt mich. Er ist mit mir und ich gehe vorwärts. Der Ich bin, er ist da. Ich bin
vor 25 Jahren. Ich war 15 gewesen. Und ich bin so alt. Es war Pfingsten, wo zum allerersten Mal, 16, ich habe Gottes Stimme gehört. Ich habe Gott gefragt an den Pfingsten. Mit meinem Vater predigt und er hat gesagt, der Ohren hat so zu hören, was Jesus an der Kirche sagt von der Offenbarung. Und ich habe Gott gesagt, ich habe Ohren und ich kann hören. Und ich will, dass du mir zeigst, wer bist du. In dem Moment habe ich sehr stark in den Ohren gehört, Gott sagt, ich bin der ich bin. Und ich habe gedacht, was für ein Klischee. Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich meine, Herr, wenn du das wirklich bist, kannst du nicht etwas Neues mir sagen? Kannst du nicht etwas Neues mir lehren? Das ist das alte Story. Komm jetzt. Das ist eine Sonntagsschule. Ich bin der ich bin. Ich brauche etwas mehr. Und ich weiss, Mami ist zu mir gekommen im Gottesdienst und sagte, Brina, ich glaube, Gott wirklich will dir sagen, ich bin der ich bin. Ich dachte, Herr, auf! Und eine dritte Person. Und das hat mich enttäuscht, ganz ehrlich gesagt. Und 2 Jahrzehnte später, der Wort, ich bin der ich bin, hat mich geprägt, hat mich begleitet, hat mir Mut gegeben, hat mich gestärkt, um heute da zu stehen und machen, was ich mache. Weil ich habe gelernt, es geht nicht um wer ich bin. Ich war in Brasilien mit Open Doors, wir haben eine Reise gemacht. Sind wir eingeladen in einen grossen, berühmten Kirche. Ich habe die Kirche nicht gekannt, erst im Nachhinein gewusst, okay, die sind wirklich berühmt. Es war alles online, der Fernsehen. Sie haben mich eingeladen, in dieser Kirche predigen. Und bei dem Eingang wir sind mit dem Auto vorbeigefahren, es hat geregnet. Und vom Fenster von dem Auto habe ich rausgeschaut und habe ich Leute gesehen, die einfach in der Schlange gestanden sind, bis die Türen aufgehen und in der Kirche laufen können. Es hat ein bisschen geregnet. Und ich habe die Leute angeschaut und dachte, die armen Leute, wenn sie wüssten, wer kommt predigen, die werden nicht da stehen. Also ich meine, ich will selber nicht für mich in Regen stehen und warten für eine Predigt. Klar nicht. Die haben keine Ahnung, wer kommt. In dem Moment, Gott hat mich ziemlich fest demutigt. Und gesagt, Brina, die sind nicht da, um dich zu hören. Es geht nicht um dich. Die sind da für mich, nicht für dich. Geh und mach das, was ich dir sage. Und sage, stimmt. Ich weiss, ich muss mich entscheiden, da in der Gemeinde mal kommen oder mich auf einen Job entscheiden, wo ich Gott gefragt habe, aber wer bin ich? Das kann ich nicht. Und immer wieder seine Antwort bleibt dasselbe. Ich bin der ich bin. Es geht nicht um dich. 25 Jahre später kapiere ich immer noch nicht. Immer noch nicht schaue ich, was kann ich? Bin ich fähig für das oder nicht? Könnte ich so bis mich wagen oder nicht? Und immer wieder, 25 Jahre später, Gott sagt dasselbe. Es geht nicht um dich. Ich bin, ist mit dir. Ich bin Gott mit dir. Ich bin der ich bin, der Brina. Das langt. Lern das endlich. Mose ist weitergegangen. Er ist zurück in Ägypten, nicht weil er plötzlich hat mega Mut bekommen. Sein Vertrauen war mehr oder er ist plötzlich fähig gewesen. Nein. Er konnte zurückgehen in Ägypten, weil er hat eins gewusst. Der ist und der immer wird sein. Der große Ich bin, ist mit mir. Ich kann gehen. Ich weiss es nicht, was spricht von der Predigt ich kann. Vielleicht bist du an einem Ort, wo du dich selber anschaust und sagst, aber wer bin ich? Um eine Kleingruppe leiten, um ein Team leiten oder so eine Position mich wagen. Wer bin ich, um ein Ja zu Gott zu sagen, zu dieser Rolle, wo ich darf, neu annehmen. Ich fühle mich ungenügend. Und das ist die Einladung heute für dich. Hör auf dich selber mal schauen. Sondern öffne dich und lass der ich bin dich leiten und führen. Vielleicht bist du in einer anderen Position heute und sagst, ich habe viel von Gott gehört, ich habe viel von ihm gelesen, aber ich kenne ihn nicht so persönlich.
So eine Begegnung, wie du da Brina sagst, das habe ich noch nie mit dem Gott gehabt. Das würde ich mir wünschen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Das wünscht er sich auch. Derselbe Jesus, der im brennenden Busch gestanden ist. Und der Moses damals gesagt hat, komm nicht näher, das kann dich brennen. Sei vorsichtig, ich will dich begegnen, aber sei vorsichtig. Heute durch Kreuz, mit offenen Armen, sagt er, komm näher, ich will dich begegnen. Mit dem gleichen Autorität, mit dem gleichen Feuer, mit dem gleichen Liebe, lädt dich heute ein und sagt, oh, ich will dich umarmen. Ich will dir sagen, wer ich bin, damit du kannst wissen, was du kannst machen. Was für eine Berufung ist auf dich, was für eine Salbung hast du in deinem Leben, wo du darfst dich wagen und Ja sagen, weil ich bin mit dir. Und das langt. Wir haben das Gebetsteam, wir haben ein mega starkes Gebetsteam da. Ihr verliert etwas, wenn ihr nicht zum Gebet geht. Es ist schade. Getraut euch, der Mose hat sich getraut, näher zu gehen, schauen. Es hat ihm angemacht. Ich hoffe, der Predigt hat dich mindestens ein bisschen angemacht, schauen, fragen, wer bist du? Ich will dich kennen. Das Gebetsteam ist da und sie sind ready. Ich liebe das Wort Encounter. Dass ich für dich beten, dass du ein Encounter, eine Begegnung mit der ich bin, der lebendige Gott, darfst du haben. Nicht heimgehen mit mehr Wissen im Kopf, sondern mit der Begegnung im Herz. Mose ist auf den Berg gekommen, hat sich gefragt, wer bin ich? Und er hat den Berg verlassen. Mit dem Wissen, der ich bin, ist mit mir. Und du, Herr, bist der grosse Ich bin. Und du bist auch heute da. Und du bist auch morgen da. Du bist derselbe Gott. Der ewige, der mächtige Gott. Der Alpha, Omega, Anfang und Ende. Der war, der ist und der kommt. Und das ändert sich nie. Und ich bin unser Jahwe. Wir brauchen dich heute. Wir brauchen eine Begegnung mit dir, Jesus. Und danke, dass du da bist und danke, dass du jeder von uns begegnen willst. Berühren, erfüllen mit Feuer, mit Wahrheit, mit Freude, mit Selbstvertrauen, mit Mut und Weisheit. Du bist die Quelle von Leben. Wir brauchen viel mehr von dir. Wenn du da bist und du den Jesus noch nicht kennst und hast noch keine Begegnung mit dem Vater gehabt, ich möchte besonders für dich beten, wenn du sagst, doch, ich will Jesus kennenlernen, doch, ich will mein Leben Jesus angeben. Dann kannst du dieses Gebet mit mir beten. Ich öffne mein Herz und ich lade dich ein. Ich erkenne, dass ich dich brauche, suche und ich erkenne, dass du auch da bist. Ich will dich persönlich kennenlernen. Ich gebe mich dir hin. Ich danke dir, dass du mich berührst in diesem Moment. Vergibst von all Sund. Befreist von allen Festungen, die mich zurückhalten. Amen.